Ja, grüß euch benannt und einen Sakrischkuren. Jetzt Kasperl. Hallo, Leute. Weiter geht er. Der Peter. Nach einem langen, anstrengenden Arbeitstag nach Hause gekommen, Arbeitspulli in die Ecke geworfen, hingesetzt, los geht's. Bringen wir die ganze Chose hinter uns. Wir sind das letzte Mal nicht sonderlich weit gekommen. Hier haben wir gerade eure Kommentare durchgelesen. Festgestellt, wir sind da auf einer Linie größtenteils. Ne? Einige von euch haben ja gesagt, dass natürlich wieder irgendwie alles 1:1 aus Animes geklaut ist. Kann ich nicht beurteilen. Wenn ja, sollten die Leute, die diese Animes gemacht haben, auch irgendwie, ne? Sollte man vielleicht auch ein Auge drauf haben. Die können auch theoretisch meiner Meinung nach nicht ganz normal sein. Und aber in diesem Sinne, der lange benannt, hockt euch her, Samamera. Reißt euch ja heute auf. Wir gingen einer. In Reiner. Wo waren wir jetzt stehen geblieben? Ah, genau. Eine andere Geschichte ist auch. Eine andere ist zum Beispiel die Geschichte der der zwei Minotauren, zwei Bullen, eine Geschichte, glaube ich, habe ich das genannt, weil ich da noch nicht ganz glücklich über den Namen bin. Bei denen ist es auch so, dass die Minotauren eigentlich also in meinem Buch, keinerlei sexuelle, die sind ein bisschen homophob, also die Art als solches. Okay. Und, genau, die sind dann halt da und, anderes Baum töten. So. Die sind dann halt. Alter, ich würde so ausrasten. Wenn ich mich mit jemandem unterhalte und der nebenher einfach nur am Dädeln ist, Alter. Und es ist unfassbar respektlos einfach. Es ist unfassbar respektlos. Da und werden dann wie sagt man? Ja, wie sagt man jetzt, Rainer? Multitasking, Koryphäe, die du bist. Wie wir es jetzt im letzten Video wieder gesehen haben. Boah, was du nicht alles ausdenken kannst und dann gleichzeitig nur daddeln. Also ich fasse zusammen, dass die andere Geschichte geht um Minotauren und die kommen von weil die Da gibt es halt zwei Bullen, einen Jungen und einen Alten, die sich halt miteinander vergnügen wollen. Und dann stellt sich halt heraus, ja, die werden halt gesehen von jemandem von ihrem Stamm, als sie das gerade machen. So. Es läuft natürlich auch alles ein bisschen langwieriger. Der Alte hat ihn halt schon länger beobachtet und so weiter und mitbekommen, dass der Junge da halt entsprechende Ambitionen verfolgt. Und er selber hat sich halt sein Leben lang zurückgehalten, weil er eben... Warum die auch immer nicht gleich alt sein können, Rainer? Das ist auch immer so eine Sache. Es ist immer ein extremer Altersunterschied bei den, in Anführungsstrichen, Protagonisten deiner Bumsknödel-Geschichten. Warum ist es niemals möglich, dass die ein ähnliches Alter haben? Na, sonst sein Stamm verbannt wird. Und als die beiden dann letzten Endes halt, Also letzten Endes, von denen, was sagt man? Ja, wie sagt man jetzt, Rainer? Als die beiden dann letzten Endes eben dabei entdeckt werden, als sie das erste Mal miteinander zusammen sind, schön weit weg, auch vom Dorf, irgendwo im Wald, an einer Quelle, stellt sich heraus, dass sie dann halt flüchten müssen, so, weil ihr Stamm sie sonst töten würde. Also gehen die beiden zusammen auf Reise. Und im Laufe dieser Zeit werden sie halt älter. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich mir diese Sache anhöre und ich schaue mir diese KI-generierte Reini-Fresse an, das macht mich noch wütender.
Da ist praktisch, also das ist super Sportwagen, ist ein Scheißdreck dagegen. Das ist eher so dieses Katapult, was ein Düsenjet vom Flugzeugträger wegschießt, so. Ja, von 0 auf 180 in 0,3 Sekunden. Der Alte stirbt irgendwann und der Junge wird dann erlebt verschiedene Abenteuer halt. Genau, und das ist quasi so die Story dahinter. Ja, das ist aber eigentlich auch voll schön so. Ich meine, wenn die beiden dann zusammen da weggehen, ich meine, klar, wenn einer älter ist, irgendwann stirbt derjenige und das ist dann auch wieder ein bisschen tragisch, aber irgendwie gefällt mir die Geschichte. Tatsächlich sogar Hey, es ist schon auffällig. Gell? Also dieses, um Matt zu farmen, ihm in den Arsch zu kriechen. Ich weiß nicht, ob es wirklich auf dem Niveau notwendig wäre. Oder ob ein bisschen weniger Kimmelecken nicht auch gereicht hätte, um dieses Matt zu generieren. deutlich noch weiter, weil Ja. äh, Weil der ist dann ist er der Alte und dann sucht er sich wieder einen Jungen. Story ist, dass die sich auch teilweise im Laufe ihrer Geschichte, im Laufe ihrer Wanderungen und so weiter, wo sie Abenteuer erleben, sich halt auch mit verschiedenen Ja, auch mit verschiedenen Abenteuer überlegen. Ja, die schwulen Minotauren erleben Abenteuer, Alter. Das kannst du dir nicht ausdenken. anderen Enemy. Und ganz ehrlich, es ist auch so, okay, er sagt immer mit seinen Fantasy-Welten, ich weiß nicht, warum, wenn man Fantasy schreiben will, warum dann da immer so eine anzügliche Komponente mit dabei sein muss. Es gibt Fantasy-Geschichten, in denen wird null und gar nicht gebimst. Und die sind trotzdem gut. Also, man merkt halt einfach deutlich wieder, ihm geht es nicht darum, eine Welt zu erschaffen. Ihm geht es nicht darum, eine Geschichte zu erzählen. Ihm geht es einzig und allein darum, dass er die kranken Gedanken, die er im Hirn hat, anderen Leuten aufs Brot schmieren kann. Das ist eine Art geistiger Exhibitionismus, den er da betreibt. Und ich weiß nicht, woher das rührt. Ich habe nicht Psychologie studiert. Aber es ist doch offensichtlich so. Er hat niemanden in Zobes. Dem Uwe braucht er mit solchen Geschichten, glaube ich, eher nicht, Kämmer. Obwohl, keine Ahnung, vielleicht ist er der alte Minotaure und der junge Minotaure, die sich finden und Abenteuer erleben, weiß ich nicht. Vielleicht wohnt er ja deswegen immer noch da. Vielleicht hat der Uwe ja deswegen nicht vor die Tür gesetzt, ne? Weil die Geschichte tatsächlich auf einer wahren Begebenheit beruht. Nur, dass die halt ihre Popo-Piraten-Abenteuer in diesem Festsaal von Uwes Abrissbude da feiern. Vielleicht ist deswegen da das Zelt auch gestanden. Vielleicht machen sie das Rollenspiele. Das bitte gerne geschehen fürs Kopfkino, Leute. Das könnt ihr euch vorstellen, wie Reini und Uwe da zusammentun. Okay. Und da halt nicht zuletzt auch mit Drache sich anfreunden. So. Also das ist. Natürlich. Die dürfen natürlich nicht fehlen in so einer Geschichte, ja, die Drachen. In diesem Fall sind es Alibi-Drachen. Es geht überhaupt nicht um seine komischen Wix-Fantasien. Da geht's gar nicht drum. Schau mal, ist richtiges Fantasy. Schau Drachen. Ihr habt Drachen drin. Das ist auch eine sehr tiefgründige Hintergrundstory, was da abgeht. Ja, tiefgründig ist die. Die ist sehr tief. Äußerst tiefgründig, Rainer. Sehr tiefgründig. Was ich daran auch sehr. Das ist, keine Ahnung, das ist irgendwie. Boah, was war das? Wie hieß die Geschichte mit diesem Stier bei Disney? Ich weiß nicht mal, wie er heißt, ihr kennt die Story. Und meets
Brokeback Mountain meets Dinge, die im Internet strafrechtlich verfolgt werden. Ne? Was ich spannend finde, sind beispielsweise die Geschichten, die ja mit anderen Geschichten zusammenhängen. Also da gibt's Backstory. Ich übersetze. Das ist aber auch wieder geistige Diarrhoe. Die Geschichten, die momentan werden wieder Worthülsen rausgeblabbert, damit die Luft scheppert. Ist die mit anderen Geschichten zusammenhängen noch, die Okay. dann in anderen Kurzgeschichten quasi auftauchen. Also sie sind, während die auf Reise sind, gehen die halt, treffen die halt auf andere Charaktere und Individuen, die währenddessen in ihren eigenen Geschichten existieren. Das finde ich echt cool immer. Ja, Rainer, du kriegst es nicht zustande, ne, diesen Sachverhalt, was die zwei Charaktere, ne, verbindet und warum sie nicht bei ihrem Stamm geblieben sind. Du kriegst es nicht auf die Kette, das irgendwie in einem klaren Satz zu formulieren. Und du willst mir jetzt erzählen, dass du Geschichten schreibst. Mit verschiedenen, also Geschichten von verschiedenen Hauptpersonen, die für sich selbst stehen und die aber die anderen Personen aus den anderen Geschichten irgendwann mal treffen und da praktisch so Cameos haben. So ein bisschen wie bei den alten CW-Shows, Green Arrow und The Flash und so. Und dass du da den Überblick kriegst, ne, wer wann wo ist, wie das zeitlich abläuft. Einer, du kannst dir nicht einmal ausdenken, dass du angeblich arbeiten warst und die Leute darüber belügen, ohne eine halbe Stunde später schon nicht mehr zu wissen, was du gesagt hast. Und du willst jetzt ein so dermaßen komplexes Fantasy-Universum erschaffen. Herzlichen Glückwunsch. Also ich mag sowas auch, wenn ich Bücher lese. Ich habe das jetzt bei Wollbunny im Profil gesehen, dass sie auch irgendwie Bücher von Kerstin Gier zum Beispiel gelesen hat. Das habe ich auch ganz gerne gemacht. Und Kerstin Gier macht das auch so. Die hat ganz verschiedene Buchreihen, immer so Trilogien entwickelt. Und da sind auch immer wie so Easter Eggs, so, wo sich die Geschichten dann verbinden an einer bestimmten Stelle. Ich habe einfach meine ganze Palette verewigt. Ich hab's gesehen. Mensch, dein Büchergeschmack ist fast 1:1 meiner. Also fast alle Echt? Bücher, die du aufgeschrieben hast, habe ich auch gelesen. Das ist crazy. Ja, wie geil, wie geil. Ja, und bei mir ist halt so, dass gerade die Kurzgeschichten halt, das Habt ihr das gemerkt? Auf einmal kriegt er den ganzen Satz raus. Hört es euch nochmal an. Geil. Ja, und bei mir ist halt so, dass gerade die Kurzgeschichten halt, das Königreich, das Buch heißt ja, das Königreich ist. Jetzt muss sofort reingegrätscht werden. Gerade sind im Ogerstübchen die Alarmglocken angegangen. Alarm, 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 die zwei verstehen sich und die unterhalten sich jetzt gleich um irgendwas, wo es nicht um Reini geht. Reini droht gerade nicht mehr die Hauptperson der Konversation zu sein. Da muss natürlich reingegrätscht werden. Ja, bei mir ist im Übrigen hier mit dem Königreich und so und dass er nicht in der Lage ist, er sagt, ich bin eh am Daddeln. Ne? Da lasst doch die Leute sich ein bisschen unterhalten. Hört ein bisschen zu, vielleicht kriege ich ja dann auch ein bisschen Input. Und aber dafür müsste man sich ja für die Menschen, mit denen man sich da umgibt in diesem Discord, da müsste man um die auch nur einen Rattenarsch geben. Das ist vollkommen utopisch, ne? Wenn es nicht um Reini geht, dann rastet der Narziss-Oger in seinem Spatzenhirn wieder komplett aus und dann muss sofort reingegrätscht werden. Besteht aber eigentlich nur aus Kurzgeschichten. Also das ganze Nein, aus Kotzgeschichten besteht das. Aus Kotzgeschichten. Buch, das Königreich, besteht aus Kurzgeschichten, das halt mit anderen. Es hört sich echt fast an, als würde er Kotzgeschichten sagen. Ist das ein freudscher Versprecher? Nein, alle deine Storys, wo es ums Bimsen ging, bisher waren brechreizerregend. Also Das ist ganz erst auf dem Niveau von hier The Tales of Scrolly McBuggerboss von South Park. nicht alle Kurzgeschichten, aber manche treten halt miteinander in Konflikt. Zum Beispiel
weiß nicht, wie aktiv ihr den Blog gelesen habt oder das Bestiarium, aber einige Arten zum Beispiel, wie als Beispiel Schlangenschnecke zum Beispiel. Ach, geh mir weiter mit der Schlangenschnecke, ja. Oh mein Willen. Okay, Leute. Ich bin raus. Wir müssen jetzt stark sein, zusammen. Das zählt über die Schlangenschnecke. Bin aber gespannt. Ich habe kurz die Hoffnung gehabt, dass er über irgendwelche anderen Arten spricht oder sonst irgendwas, aber die Schlangenschnecke, die hat es mir offensichtlich angetan. Ja. Zum Beispiel, Für die Leute, die nicht wissen, worum es sich bei der Schlangenschnecke handelt, die Schlangenschnecke ist ein von Rainer erdachtes Schneckenwesen in seinem komischen Snusen-Universum. Und das ist im Endeffekt ist es ein organischer Strap-on. Ja, das ist es. Und nichts anderes. ursprünglich in dem Buch, also einige meiner Arten in meinem Universum stammen aus meinen Büchern. Und das ist unter anderem eben nicht zuletzt die Schlangenschnecke. Die ist nämlich von einer Alchemistin erschaffen worden im Alchemieturm. Und so heißt auch das eine Buch, der Alchemieturm. Okay, crazy. Und ein anderes Buch heißt Die Alchemistin. Und da geht es nämlich um die Vorstory zu dieser Alchemistin, nämlich. Ja, Rainer, das Problem ist, dass Alchemisten nicht irgendwelche Wesen erschaffen. Dann müsstest du die müsstest du anders nennen. Alchemisten haben mit Stoffen experimentiert und versucht irgendwie Gold zu erschaffen, indem sie irgendwelche Materialien miteinander vermischen. Ja, nicht schlecht. Das ergibt auf jeden Fall viel Sinn. Ich habe mich schon. Ja. Das gibt richtig viel Sinn. Rainer, spätestens jetzt hättest du merken müssen, dass die dich verarschen. Du hast gerade irgendwie vollkommen über 20 Minuten vollkommen zusammenhanglosen Bullshit vor dich hingeschwafelt, wo es einfach wirklich nur um die widerlichsten Wix-Fantasien geht, die wirklich jeden abstoßen müssen, der noch klar bei Verstand ist. Und die sagte jetzt gerade, das hört sich super interessant an. In dem Moment müsstest du wissen, okay, ist eine Haterin, können wir uns schenken. Aber er braucht diesen sozialen Kontakt und wenn er 100-mal weiß, dass die Leute ihn nicht ausstehen können, das ist trotzdem wichtig. Die ganze Zeit gefragt, weil du hattest ja irgendwie so angedeutet, dass es da teilweise Überschneidungen geben wird. Und da habe ich mich schon gefragt, wie das funktionieren soll. Aber gut, das ergibt wirklich Sinn. In meinem Universum sind die natürlich von mir selbst erschaffen, das ist klar. Ja. Aber in meinem Buch ist es halt quasi so, dass die. Alter. Was war das? Warum habe ich so dreckige Bögen dabei? Was ist das denn? Okay, von mir aus. Dann hau eben ab. Was hat er dreckige Birnen dabei? Was hat er gerade gesagt? Also bei den. Also in meinem Buch, also grundsätzlich sind sie ja sowieso von mir erschaffen, unabhängig davon, ob sie im Buch oder im Blog sind. Ja, schön, dass du das auch noch gemerkt hast. Das hätte ich als nächstes erwähnt. Aber im Blog ist es halt so, dass sie natürlich auch andere Ambitionen haben, ne? Ja, okay. Ja, also in der, wie gesagt, auch ist eine Dark Fantasy. In der Metal sowohl die Metal Dimension als Ding sind ja beides Dark Fantasies. Ja. Du hast immer nur Metal-Verbot, Rainer. Du hast Metal-Verbot, hast du. Und die Geschichte von den und trotzdem bin ich hier gerade mitten im Bossfight. Ja, dann halt einfach dein dummes Maul, Rainer. Ist das eine Idee? Warum hast du jetzt da vorhin dazwischen grätschen müssen, als die zwei angefangen haben, sich zu unterhalten, wenn du jetzt im Bossfight bist und nichts Nützliches mehr zu tun hast? Also nicht, dass er vorher was Nützliches da dazu zugeben hätte, aber, ne? Perfekt. Da hat der Blitz eingeschlagen, aber der kann mir ja nichts. So. Also in das Königreich ist es halt so, dass sie ja bösartig sind, beziehungsweise im Blog steht ja, dass sie halt keine Parasitären, sondern halt, jetzt habe ich den Namen vergessen. Symbiotisch, du Depp.
nicht parasitär ist, sondern Mir fällt es auch gerade nicht ein. Das sind immer, im Übrigen, das sind so klassische Fragen bei IQ-Tests. Hm? Benennen Sie das Gegenteil von. Ne? Da steht dann, keine Ahnung, heiß, dann sagst du kalt. Ja, dann sagt parasitär, symbiotisch. Da sagt er gerade, ungerade. Da sagst du, Sorry. oh mein Kopf, ich bin nicht mehr ganz fit heute. Rainer, warst du nie. Wie gesagt, wahrscheinlich, also entweder wahrscheinlich ist eine Mischung aus beiden. Ne? Also die Verwandtschaftsverhältnisse zwischen Rudi und Rita noch nicht so hundertprozentig geklärt. Und keine Ahnung, ob die dann noch gesoffen hat oder während der Schwangerschaft oder ob die bei irgendjemand mal irgendwie vom Wickeltisch hat fallen lassen, aber fest steht auf jeden Fall bei dir im Ogerstübchen, da ist einiges im Argen. Du hast aber schon viel geleistet heute. Ah ja, symbiotisch. Ja. Das ist eine symbiotische Lebensform. In meinem Buch ist es halt eine parasitäre Lebensform. So. Okay. Und da ist es zum Beispiel auch so, dass sie auf einen Wirt angewiesen sind. Das heißt, ohne Wirt kommen sie quasi ums Leben. Das heißt, wenn sie Ja, das ist bei allen parasitären Lebensformen so. Die können nichts machen, wenn sie keinen Wirt haben. Ha? geboren sind, müssen sie aber an einem bestimmten Zeitpunkt sich halt einen Wirt suchen. Ja, ich verstehe. Okay. Und deswegen waren sie, nachdem die Alchemistin sie erschaffen hat, die sie eben erschaffen. Das ist, Rainer, das ist so wie du, ja, der du dir den Staat gesucht hast, der dich jetzt gerade aushält. Ja? Du hättest nicht mehr länger überleben können ohne Bürgi-Geld. Ne? Und es gibt Leute, die unverschuldet in Bürgi-Geld geraten und denen steht das meiner Meinung nach auch zu. Und Leute, die vielleicht auch sagen, hey, ich sehe es nicht ein, Vollzeit zu arbeiten für weniger als Bürgi-Geld und dann aufstocken zu lassen, weil man davon nicht leben kann. Da sehe ich es auch ein, wenn die sagen, hey, warum soll ich Vollzeit arbeiten gehen, wenn ich Bürgi-Geld mehr kriege? Du bist einfach ein Parasit. Du warst auch schon immer ein Parasit. Du warst die fette Zecke von Altschauerberg, die sich da richtig schön vollgesogen hat. Und die Leidtragenden waren immer andere Leute. Am Anfang war es deine Familie, höchstwahrscheinlich am meisten deine Schwester und die Viecher bei euch am Hof, die du gequält hast, die von deiner Existenz negativ beeinflusst wurden. Und später, als die Schwester, die Mutter weg waren und der Vater gestorben ist, da war es der Rest vom Ort, die unter deiner räudigen, parasitären Art haben leiden müssen. Weil sie eben, anders gepolt war und halt gerne ein Mann gewesen wäre. Was ja klar ist, deswegen hat sie das ja erschaffen. Ist halt so, dass sie dass sie deswegen halt die Das ist dann wieder ein unfassbares Gestottere. Ja, also die wollten ein Mann sein und hat das erschaffen und das ist ja klar, weil die, sagt mal, ja, wie sagt man jetzt? dass sie die dann letzten Endes, nachdem sie erschaffen hat und sie davon infiziert wurde, sozusagen, hat sie die übrigen Experimente innerhalb des Turms eingeschlossen. Das ist aber in dem Buch, da vergehen ja Jahrtausende. Irgendwann wurde halt der ganze Turm aufgegeben von den Alchemisten und sind weggegangen, haben den Turm verschlossen, aber nach Jahrtausenden ist das Siegel gebrochen und dann sind zufällig ein paar Abenteurer vorbeigekommen, natürlich zufällig, und haben halt Zuflucht vor einem Sturm gesucht. Und dann sind halt während der Nacht, nachdem die im untersten Stockwerk sich da in dem Turm einquartiert haben, sind nach und nach dann die Leute verschwunden. Oder sind die quasi innerhalb des Turms rumgewandert und sind auf verschiedene Arten von Schleime gestoßen, darunter der Schleim der Begierde, der Schleim der Lust und so weiter. Ja, ganz ehrlich, diese komische Fixierung auf Schleimwesen mit seinen ganzen Snusnu-Fantasien, keine Ahnung. Das ist auch irgendwas, was ich studierten Psychologen und Psychiatern überlassen würde. Aber keine Ahnung, vielleicht wäre es ja besser gewesen, weißt du, wenn man einfach eingesperrt hätte. Oder halt in die Forensik oder sowas.
wo die Leute den wirklich untersuchen können. Leute, professionelle, studierte Menschen, die Ahnung da haben und vielleicht der Möglichkeit, medikamentös den soweit einzustellen. Aber Und eine von denen ist dann letzten Endes eine begabte Hexe gewesen. Und die hat dann diese Aufzeichnungen in der Alchemistin gefunden und hat dann zu spät gemerkt, dass eben genau in diesem Raum, in dem sie diese Aufzeichnungen der Alchemistin gelesen hat, auch der Schleim versiegelt war und den hat sie dann versehentlich freigesetzt. Und schon bevor sie ihn bemerkt hat, weil die nämlich eine sehr angenehme Temperatur haben und man das deswegen nicht merkt, wenn die an einem hochkriechen, war sie schon infiziert. Ja. Okay, wow. ja, und geil, ist jetzt wieder die Schlangenschnecke nimmt sich's auch mit Gewalt. Es geht einfach nicht ohne. Rainer, es gibt auch Leute, die haben Erotikliteratur geschrieben, in denen alles mit Konsens war. Ne? Wo die Leute das freiwillig tun. Da sind dann oft Love Triangles dabei und man erschafft halt Drama irgendwie anderweitig. Nein, bei Rainer ist es immer dasselbe Ding. Ja? Es ist immer unfreiwillig, es ist immer mit Gewalt. Also, warte mal, ich habe eine Frage zu deinen Geschichten. Hast du die schon jetzt quasi komplett fertig aufgeschrieben und musst die dann nur noch so Stück für Stück veröffentlichen? Oder, weil das ist schon sehr Nein, das hat er sich gerade aus seinem scheiß Arschloch gezogen. ausführlich, was du jetzt uns quasi darüber erzählen kannst. Nein, ist es nicht. Es ist the most basic bitch Bullshit, den ich jemals gehört habe. Ausgenommen von der ganzen sexuellen Komponente. Ganz ehrlich, das haben wir, wo wir 8 oder 9 Jahre alt waren und angefangen haben, DSA zu spielen, sind wir auf Geschichten gekommen wie der alte verlassene Magierturm, wo du dann hinkommst und dann passieren da Dinge und du kommst nicht mehr raus und du musst irgendwie Rätsel lösen und Monster töten und überleben, damit du dann irgendwie den Ausgang wieder findest und am Ende hast den Schatz des bösen Magiers, der da in diesem Turm mal verschlossen war und hast ein tolles Abenteuer erlebt. Ne? So eine Scheiße haben wir uns in einer halben Stunde vor dem DSA-Abend zusammengereimt. Und fertig und los ist es gegangen. Nur, dass wir nicht irgendwelche komischen, kernbehinderten Psychos waren, die dann noch irgendwelche komischen Vergewaltigungsgeschichten mit reingepimmelt haben. Die Kurzgeschichten ja. Okay. Die Kurzgeschichten ja, die sind soweit fertig. Also die ich jetzt erzählt habe, ne? Alles Horschett. Die Kurzgeschichten. Wann hätte er die denn schreiben sollen? Er war jetzt das letzte Jahr damit beschäftigt, 20 Mal das letzte Zelda durchzuspielen und 3 Blogs zu schreiben. 3. Und wir wissen bei Rainer, wie langsam er schreibt, wie viel Zeit das in Anspruch nimmt. Und dann pennt er noch mindestens 12 Stunden am Tag. Weil alles eine Erschöpfung für ihn ist, weil er 230 Kilo wiegt und aufstehen und zum Scheißen gehen schon eine Erschöpfung ist, von der man sich irgendwie eine halbe Stunde lang in der Horizontalen erholen muss. Und der will mir erzählen, dass er dann nebenher noch Bücher geschrieben hat. Ja, freilich, Rainer. Ja, freilich. Ja. Geschichten vom... Jetzt habe ich den Namen vergessen. Ja. Geschichten Du hast den Namen vergessen, weil du ihn noch nicht ausgedacht hast. Und oben rendert es gerade im Ogerstübchen. Wäre man jetzt bei ihm im Raum, dann würden die Rauchmelder, also gäbe es da Rauchmelder in Uwes Nachkriegs-Bunkeranlage, würden die jetzt angehen, weil es dir aus den Ohren rausraucht. Ne? Weil das Ogerstübchen auf Hochtouren läuft. vom Jäger und die Geschichte von der Alchemistin, also beziehungsweise vom Alchemieturm, nicht die Alchemistin selbst, sondern die Geschichte vom Alchemieturm, den habe ich zuerst geschrieben. Diese beiden Geschichten, die existieren bereits, also die sind soweit fertig oder fast fertig. Okay, cool. Aber das muss... Ja, dann hau raus, Rainer. Du wolltest doch Geld verdienen, hast doch gesagt. Dass du ein bisschen finanziell wieder auf die Beine kommst, hast du doch gesagt am Anfang von dem Ding. Wenn die fertig sind, warum werden die dann nicht veröffentlicht?
Es ist heute einfacher denn je, seine eigenen Geschichten zu veröffentlichen. Warum nicht? Warum? Ich meine, es gibt ein paar Hater, die es geschafft haben, deine Geschichten so weit zu veröffentlichen, dass sie sie auf Amazon verkaufen können. Das soll sogar Intelligenzallergiker wie dir möglich sein, diese Scheiße zu veröffentlichen. Warum machst du das nicht, wenn es doch so dringend Geld brauchst? Richtig, weil es Bullshit ist, was du gerade wieder erzählst. Ja ewig gedauert haben. Also wirklich Respekt, dass du das so durchgezogen hast. Also der Alchemieturm ist tatsächlich recht kurz und Dein Alchemieturm ist auch recht kurz, aber ich habe Bilder davon gesehen. die Kurzgeschichte vom Jäger, die ist deutlich länger. Also die hat um die 56 Seiten derzeit und überhaupt. Vorhin waren es nur 80 Seiten. Du hast mir vor, keine Ahnung, am Anfang dieser ganzen Scheiße erzählt, irgendwo bei 10 Minuten oder sowas. Hast du erzählt, dass 80 Seiten sind, diese Jägergeschichte. Jetzt sind es 56 Seiten. Oha. Aber die Kurzgeschichte von der Alchemistin, beziehungsweise vom Alchemieturm, die ist gar nicht so lang. Aber jetzt verstehe ich halt auch irgendwie die Preise, die du dafür aufrufst. Weil das ist ja schon irgendwie... Die Preise haben tatsächlich einen anderen Grund. Oh, erinnert ihr euch noch an die Preise für die Abos? Die auch wieder komplett Hanebüchen waren? Wo das erste Abo gibt dir eigentlich nichts, außer dass es dir sagt, was rausgekommen ist. Und ich bin gespannt, was er jetzt erzählen will, warum die Preise so hoch sind. Und weil er sagt, das hat tatsächlich einen anderen Grund. Wahrscheinlich, weil er den Hatern wieder ein Schnippchen schlagen will. Ne? Das ist wie damals mit dem YouTube-Rang, ne? Für 100 €. Es aber nichts dafür gibt, außer es den Hatern zu zeigen. Okay. Wegen der Größe oder dem Aufwand. Ich würde es hier auch kostenlos anbieten, aber das Problem ist ja nicht, die kostenlos anbiete. Es gibt halt Menschen, die halt meine Werke jedes Mal stehlen. Und umso höher der Preis ist, umso unwahrscheinlicher ist es, dass die Leute da halt reingehen. Und so. Okay. Das Problem ist halt auch, wenn ich Ja, Reini, das ist, I hate to break it to you, aber es reicht halt, wenn es einer macht, gell? Dann hast du, also, wenn man sich's einfach machen will, dann beißt einer in den sauren Apfel, zahlt die Scheiße, copy-paste das, verbreitet es und dann ist die Katze aus dem Sack. Und ansonsten, keine Ahnung, gibt man sich ein bisschen mehr Mühe und kriegt irgendwie das Passwort raus von der Nummer. Weil du hageldumm bist, Rainer. Weil man dich spielen kann wie eine Bongo-Trommel. jemand stiehlt und neu veröffentlicht, Ja. immer die Arschkarte, weil du natürlich auch das Problem hast, dass die Sachen, die du veröffentlichst, halt eben von anderen neu veröffentlicht werden. Ja. Also, wenn jemand das stiehlt und veröffentlicht, dann ist das ein Problem, weil es dann jemand veröffentlicht hat. Rainer. Du dann entsprechend natürlich nichts mehr davon hast. So. Und das bringt er ja auch nicht still. Aber ist das also... Ich habe hier gedacht, du hättest das ist der Anfang seiner Argumentation, wenn ihr es noch im Kopf habt, bei meiner ganzen Unterbrecherei, ist folgender gewesen. Er würde das auch gratis veröffentlichen, aber er hat diesen hohen Preispoint reingesetzt, damit die Hater das nicht stehlen und selber veröffentlichen. Ne? Und jetzt hören wir nochmal ab, was er gerade... davon hast. So. Und das bringt er ja auch nicht still. Aber wenn die Hater das machen würden, dann hätte er ja nichts mehr davon und dann bringt es ihm ja nichts. Also er hat das doch nicht gratis veröffentlicht. Die Argumentation macht keinen Sinn. Du sagst, ja, ich würde es ja gratis veröffentlichen, aber wenn ich das tue, dann verbreiten die Leute das gratis. Aber ist das also, kriegt man die nicht zum Beispiel bei Büchern irgendwie besser ran als jetzt, keine Ahnung, bei irgendwelchen Videos oder so? Ich meine, im Internet reactet ja quasi jeder auf jeden und da ist das irgendwie nicht so. Aber wenn man Bücher selber veröffentlicht, dann muss es da irgendwie ein Copyright oder so geben, oder nicht? Da habe ich tatsächlich überhaupt keinen IQ drin. Ich habe noch nie ein Buch veröffentlicht. Aber ich nehme schon an, oder? Also, dass da normalerweise dann der Verlag oder der jeweilige Verleger, ne, wenn man es aus irgendeinem Grund selber verlegt,
dass du da irgendeine Copyright-Möglichkeit drauf hast. Also, dass das in irgendeiner Datenbank steht, ne? Der Rainer Winkler hat am Datum XY die Geschichte vom Alchemieturm veröffentlicht. Und wenn die genau dieselbe Geschichte dann jemand anders auch noch veröffentlicht, dass du da rechtlich dagegen vorgehen kannst. Aber das ist halt auch wieder das Problem. Weil erstens ist er zu dumm, rechtlich dagegen vorzugehen, und zweitens hat er keine Barren, um einen Anwalt zu bezahlen, um rechtlich dagegen vorzugehen. Und dann ist er halt schon wieder der Gekniffene. Grundsätzlich müsste ich mir einen Verlag suchen und es beim Verlag veröffentlichen. Ja, und da wünsche ich dir viel Erfolg dabei, Rainer. Das ist die Story von der Schlangenschnecke oder hier diese Goblin-Bullshit da. Wenn du das an irgendeinen Verlag in Deutschland schickst und sagst, der könnte das bitte für mich veröffentlichen. Da steht aber Kripo relativ schnell vor der Haustür da. Aber die machen dann eh wieder nichts mehr. Ne? Da wird der arme Bur, Rainer sei Bur, Rudi sei Bur, der arme Rainer, der kann ja gar nichts für. Brauchen wir nicht untersuchen, passt schon. Das Problem ist nur, dass das halt gerade dieses Dark Fantasy und Dark Romance und gerade da, du hast das noch nicht gelesen, deswegen kannst du das wahrscheinlich nicht beurteilen. Halt einmal Maul, Rainer. Richtiges Dark Fantasy und richtiges Dark Romance ist, also, ich weiß nicht, Dark Romance ist nicht mein Fall, aber Dark Fantasy generell sind relativ erfolgreiche Genres, was so Bücher angeht. Also, sagt Dark Fantasy, wenn du sagst hier Song of Ice and Fire, Dark Romance, Twilight, 50 Shades of Grey und diesen Scheiß, da ist schon Kohle drin. Also diese Verlage, die würden das schon veröffentlichen, wenn es gut in Anführungsstrichen ist. Ne? Ich halte die beide für scheiße, Twilight und 50 Shades of Grey, aber der Erfolg gibt ihnen ja in gewisser Weise recht. Ne? Also das zu veröffentlichen war aus Sicht des Verlags halt eine gute Idee. Da haben die richtig Zaster damit gemacht. Und wenn die da das Potenzial sehen in einer Geschichte, wenn die anständig geschrieben ist, ne, und sagen, okay, das können wir irgendwie vermarkten, wir haben da eine Zielgruppe im Auge, an die wir das verkaufen können, wo ein Haufen Zaster drin ist, dann wird das auch veröffentlicht. Wenn du da mit deinen offensichtlich einfach nur aus dem Arsch gezogenen Wix-Fantasien aufschlägst, dann fragen die, ob du noch alle Latten am Zaun hast. Ich über Sex schreibe, dann ist das halt auch wirklich über Sex beschrieben. Das heißt, ich nehme da kein Blatt vom Mund. Da wird genau beschrieben, wie er ihn reinsteckt, wie es aussieht, wie sie sich fühlt, wie sie sich bewegt, wie sie sich benimmt. Ja, und das ist halt plump, Rainer. Und deswegen wird das niemals veröffentlicht, von keinem Verlag auf diesem Planeten. Außer dem Rudolf Winkler. Nee, das ist halt plump. Weil darum geht's ja nicht. Es ist ganz, wenn man sowas, für sowas macht man sich dann nicht die Mühe, ein Buch aufzuschlagen. Da kann ich auch einfach irgendwie auf PH gehen und mir da irgendein Video aussuchen. Wenn es mir darum geht. Und noch dazu, erzählt hier schon wieder irgendwie der Blinde einen vom Regenbogen. Reini. Er ist der große Sexperte wieder. 36 Jahre ist er jetzt geworden. Immer noch ungebimst. Aber er verzählt die Leute was übers Bimsen, ne? Genauso wie er. Na, also das wird wirklich bis ins kleinste Detail beschrieben. So, das ist richtig, das ist mehr eine pornografische als eine erotische. Also erotisch ist ja erst so, es wird so ein bisschen angedeutet, aber halt nicht. Nee, auch wenn du sagst erotische Literatur, da kann es schon auch zur Sache gehen. Aber halt geschmackvoll. Eben nicht pornografisch, Rainer. Genau beschrieben. Okay. Und sexuell ist es halt in dem Fall dann, oder in dem Zusammenhang halt so, dass die Ja. jetzt habe ich hier einen fetten Inox. Und sexuell ist es halt letzten Endes auch so gemacht, dass die Da ist wieder Sprung in der Platte. Oh Mann. Ich hab als Kind so Pumuckl-Platten gehabt. Und ich habe die sehr, sehr pfleglich behandelt
Aber eine war dabei, die hat halt so einen Sprung gehabt. Und an dem Sprung, da musste ich dann immer aufpassen, da musste ich sie dann immer eine Ritze, ne, die Nadel eine Ritze weitermachen, weil ansonsten ist es immer wieder zurückgesprungen und ich habe immer denselben Satz wieder gehört. Das ist hier gerade das. Dass die, dass die, dass die, Jetzt habe ich hier gerade ein fettes Viech irgendwie in der Backe. Rainer, ich fühle dich, ja. So geht's so seit 3,5 Jahren. Scheiß Spanienops. Weg da! Oh, das war ja klar. Oh, fick dich doch, das habe ich so spät gesehen. Ja, check. Bosse. Also, das Problem bei dem Ganzen ist halt, dass das halt nicht so gut ankommt oft. Oder dass du halt oft sehr viele Schwierigkeiten hast, da die richtigen Verlage zu finden. Ja, das ist richtig, Rainer. Und jetzt könntest du natürlich den Schluss daraus ziehen, dass du sagst, Moment, meine Vergewaltigungsgeschichten, die ich mir als Wix-Vorlage in meinem eigenen Klüterkopf zusammengerendert habe, die kommen nicht gut an. Und dann könnte man sagen, vielleicht stimmt in meinem scheiß Schädel irgendwas nicht. Oder man kann sagen, ja, diese Albrüde, die haben alle keine Ahnung. Und die Hater sind auch noch schuld dran. Mit Sicherheit sind die Hater noch schuld. Okay. Zumindest habe ich bisher nur immer Schwierigkeiten gehabt und habe bisher noch keinen Verlag gefunden. Entweder habe ich kein Okay von dem Verlag bekommen oder der Verlag war halt mit einem anderen Bereich zu tun. Also das. Ja, aber er wird es niemals begreifen. Er wird es niemals begreifen. Dass sie quasi gar nicht erst über dieses Thema Ja, dass sie keine Bücher über das Thema veröffentlichen wollen. Aber Verlage, die Erotikliteratur veröffentlichen, die haben sich ja meistens darauf spezialisiert. Ne? Das ist ja oft, bleiben die ja in dieser Nische. Und wenn du die alle abgehakt hast, und da sind auch wilde Leute dabei, glaube ich, ja? Und die alle gesagt haben, verpiss dich, Rainer, dann bist du halt vielleicht einfach scheiße, wenn es ums Erotik-Literaturschreiben geht. Nee, kann nicht sein. Der Rainer ist der Beste. Er ist das höchste Wesende. Der kann nicht scheiße sein. geschrieben haben. Also die haben halt quasi keine Leute gehabt, die haben halt dann ihre Zielgruppe, so wahrscheinlich besser ein Schuh draus. Denn ihre Zielgruppe sind halt einfach andere Personen. Ja, die suchen mehr so Fantasy-Geschichten, was es ja auch ist, aber es geht halt mehr in den sexuellen Aspekt. Ja. Das ist halt nicht das, was die suchen. Okay, verstehe. Also ich hatte das auch gelesen mit dem Personalausweis, mit der Kontrolle. Das ist ja dann eigentlich auch praktisch, oder? Wenn du das kontrollierst, nicht nur gegen Minderjährige, sondern du weißt halt irgendwie auch, wer es bekommen hat und wer es dann eventuell veröffentlicht hat, oder? Nee, da geht es jetzt einfach nur darum, Leute zu doxen. Im Zweifelsfall, ne? Wer es veröffentlicht hat, ist schwierig. Also wenn, sagen wir mal, bloß 3 Leute drauf sind und die eine und 2 von denen halt schon seit, sagen wir mal, 2 Monaten oder was dabei sind. Ja, aber ich weiß, worauf er jetzt hinaus will. Ne? Auch wenn du einen zahlenden Kunden hast und es dann geleakt wird, dann weißt du, wer es ist. In dem Moment, in dem es 2 Leute sind und beide sagen, hier war es nicht, wie willst du es nachvollziehen? Vor allem du. Und nichts veröffentlicht wurde und dann kommt ein Dritter dazu, dann kann man das natürlich entsprechend machen. Ja. Aber Problem ist mit der Ausweiskontrolle, ich will das ja legal machen. Das heißt, man wird nicht mir den Ausweis schicken, Ja. sondern ich muss dafür eine externe Seite, und da muss ich mich noch informieren, eine externe Seite beauftragen, wie du zum Beispiel, es gibt zum Beispiel bestimmte Webseiten, ich weiß gar nicht, Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Man muss im Internet manchmal irgendwie auch sein Alter bestätigen, ne, wenn man bestimmte Sachen bestellt oder sowas, ne, FSK 18 Spiele oder so ein Scheiß, ne. Und ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber ich nehme an, wenn du das outsourcest, wird das ein absoluter Albtraum, finanziell und natürlich auch datenschutzmäßig. Ich glaube, da kommst du so schnell in Teufelskuch, so schnell kannst du gar nicht schauen, Rainer. Ich würde das bleiben lassen. Ne?
Oder welche ich da beschreiben soll. Also Pornhub zum Beispiel. Wenn du da bei Pornhub Videos schaust, da ist es uninteressant, weil da musst du halt nur bestätigen, so wie es bei mir im Blog auch der Fall ist, dass du 18 Ja. mindestens bist. Wenn du aber jetzt, wenn du aber jetzt zum Beispiel im, wie sagt man, wenn du jetzt aber zum Beispiel Ja, wie sagt man jetzt, hm? Das ist, glaube ich, mein neuer Catchphrase. Wie sagt man jetzt? im, wenn du jetzt auch zum Beispiel selber Videos auf der Seite veröffentlichen willst, ne? Ja. Dann wiederum musst du dich da mit einer Seite verifizieren, mit der die zusammenarbeiten. Und da musst du dann deinen Ausweis und so weiter hochladen. Und das ist halt quasi eine realistische und vernünftige Seite. Und da kannst du das dann quasi veröffentlichen. Okay. Ja. Realistisch und vernünftig. Das sind schon wieder zwei Vokabeln, die jetzt nicht unbedingt mit dir in Verbindung bringe, Rainer. Also allein da hättest du auch schon wieder merken können, vielleicht nicht ganz so eine gute Idee, was ich da habe. Ha? Okay. Und das ist halt auch legal und alles. Aber wenn ich jetzt hergehe und sage, okay, na, zeig mir deinen Ausweis, dann kannst du mich theoretisch gesehen anzeigen, weil ich dich dazu benötigt habe. Das stimmt zwar nicht, weil das ist ja deine Entscheidung. Ja. Aber es ist halt letzten Endes trotzdem so. Oh nein, ein Glock. Wo will denn der hin? Wo ist denn jetzt da diese Scheiße? Erzähl mir mal, wo willst du denn hin, du blöder Glock? Ganz da hinten. Du bist doch krank. Okay, mir aus. Okay, auf jeden Fall ist es so, dass dass es ein bisschen schwierig ist. Es gibt hier im Discord, oder es soll hier im Discord übrigens auch Dinge geben. Dinger! Gott sei Dank! Gott sei Dank! Ich habe schon befürchtet, du hast einen kompletten Discord ganz ohne Dinger aufgebaut. Das wäre komplett fahrlässig einfach. Was da alles passieren kann. Ding und Zeug. Ne? Wie sagt man? Ja, Das wie soll sagt man jetzt? im Discord auch, ja, es soll hier im Discord dann auch die Möglichkeit geben, dass ihr euch ab 18 registrieren könnt. Also eine Verifizierung, wenn ihr auf mein Profil mal schaut, da steht ja auch eine Verifizierung dran. Ja. Und, oh Gott, oh Gott. Wo ist denn die Verifizierung? Woran sieht man das? Wenn du auf meine Ränge schaust, das ist ein Rang quasi. Bei den Rollen des Ü18 Jahre. Ab Ü18 verifiziert quasi. Ja. Und das ist quasi die Verifizierung, die ich mir dafür ausgedacht habe. Und da müsst ihr mir quasi, wenn ihr da Interesse dran habt, müsst ihr mir quasi ein Bild von euch und eurem Ausweis geben. Also doch. Aber ich hätte gedacht, das ist rechtlich schwierig, Rainer. Ich hätte gedacht, das ist rechtlich schwierig mit dem Ausweisbild für dich. Wo ist jetzt der Unterschied, ob die den Ausweis dir ein Bild davon schicken müssen, um auf deinen Discord zu kommen? Oder auf deinen Blog? Das verzeihst mir jetzt einmal. Das ist doch rechtlich genau dieselbe Scheiße, oder? Bild könnt ihr rauslassen, aber ihr könnt quasi auch hergehen und könnt quasi damit jetzt muss ich ja richtig starten hier, du Platzviech. Geht mir schon irgendwo passieren. Das klingt jetzt. Jetzt hat er sie wieder in der Sackgasse gerendert in seinem Ogerstübchen und das muss er jetzt wieder übertünchen damit, dass er jetzt wieder, mein Spiel lenkt mich gerade ab. Du Mistviech, komm her. Da müsst ihr mir eine Kopie von eurem Ausweis geben. Ihr könnt aber alles bis auf euer Alter und euren Namen zensieren. Das ist zwar auch nicht perfekt, aber es geht letzten Endes halt darum, dass ich das. Ja, Rainer, kann ich mir aus dem Internet irgendeinen Ausweis ziehen. Wenn da bloß das Geburtsdatum passen muss, dann. Halt zumindest so irgendwie halbwegs verifiziere. Okay, also ich habe jetzt nicht ganz verstanden, was wird dann freigeschaltet, wenn man das dann bei dir verifiziert? Ich weiß nicht. Ich muss das nochmal prüfen, dass das auch richtig so ist. Aber es müsste einen Raum geben, den ihr nicht sehen, oder eine Kategorie, die ihr nicht sehen könnt. Okay. Diese Kategorie müsste Ü18 heißen. Okay, ja, das Wir kriegen einfach die Rolle dann, wenn wir halt nachweisen können, dass wir 18 sind. Genau. Okay. Und damit könnt ihr dann quasi in einen Chat, weil beim letzten Mal, als ich den Blog gemacht habe, hat es ja geheißen,
dass Leute auch einen Sexchat und so weiter wollten. Oder also Okay. muss halt auch sexuelle Sachen schreiben können. Und obwohl die Rollen halt alle im Discord entsprechend, also alle Räume so entsprechend gekennzeichnet sind und da eigentlich auch niemand auf den Server kommen sollte, der nicht mindestens. Ich finde das auch durchaus nachvollziehbar, dass sich da die Leute das gewünscht haben, weil es gibt ja im Internet, ansonsten außer reines Discord gibt es ja im Internet praktisch keine Plattform und keine Möglichkeit, sich über sexuelle Themen auszutauschen. Ist einfach nicht. Das Internet ist so brav ansonsten, so prüde. Ne? Da gibt es nix. Ja? Und die Leute, die halt nicht so verklemmt sind, die können dann, die finden ein Refugium auf reines 18 Discord. ist. Aber dafür müssen sie erst einmal alle Daten preisgeben. Das ist natürlich alles relativ simpel. Somit habe ich das gefixt. Wo sollen wir denn, wo sollen wir dir das denn schicken? Einfach in deinem Chat oder? Im Privat. Das wird dann einfach mir privat geschickt, so per Okay. Dimmer. Und dann kann man das entsprechend machen. Da finde ich gut, dass ich nämlich ein Bild von meinem Ausweis auf meinem PC habe. So, das heißt, du willst es machen. Ja, das ist richtig gut, ha? Unbekannte Arschkriecherin, wie die es auch nennen. Gut, dass du ein Bild auf deinem PC hast. Weil ansonsten hättest du überhaupt gar keine Möglichkeit. Es ist ja nicht so, dass jeder Fotoapparat in seinem Smartphone praktisch immer in der Hosentasche hat und schnell seinen scheiß Perso abfotografieren könnte und es irgendjemandem per WhatsApp schicken. Oder per Discord oder per irgendwas. Das ist ja praktisch, ha? Ich glaube, dass sie hier so ein bisschen die IQ-Elite versammelt hat in seinem Discord. Kann das sein? Oder was? Ja, warum nicht? Ja, ich würde das auch machen, kein Problem. Also, wie war das jetzt mit Bild, ohne Bild? Das habe ich jetzt noch nicht ganz. Keine Eile. Im Moment sind wir bloß zu zweit jetzt erst einmal. Okay. Oder einer von euch hat es mir wohl schon geschickt. Ja, ich bin ungeduldig. Was du heute kannst besorgen, verschiebe nicht auf morgen, Mann. Ja, so an für sich gibt es ja im Moment dafür keinen Grund, weil im Moment passiert ja noch nichts da. Ja. Aber im Allgemeinen wird man da halt auch so ein bisschen Talks machen können. Ich habe mir auch überlegt, wenn das dann entsprechend gekennzeichnet ist, kann man halt auch mal Videos und Bildchen und so weiter schicken, wenn man das möchte. Im Idealfall natürlich nicht von sich selbst. Das könnt ihr dann gerne, wenn Jungs oder Mädchen da sind, auch gerne mit denen privat klären. Das ist dann eure Sache. Ja, wir haben jetzt gerade die ganze Zeit drüber gesprochen, ne? Altersfreigabe, Altersverifizierung, ne? Eben nicht Jungs und Mädchen. Rainer, du hast dir schon wieder einen freudschen Versprecher geleistet. Geht nicht um Jungs und Mädchen. Denn das wäre wieder illegal, Rainer. Okay. Ja. Alter, ist das jetzt dein Ernst? Was bist du denn für ein beschissener Krog? Ich könnte halt aus. Habe ich ein vernünftiges Auto? Okay. Was kostet das Ding? 24. Mach mal eben so ein dickes Offroad-Auto. Ja, leck mich doch. Ich weiß, wo dein komischer Kumpel da ist. Das interessiert mich nicht. Wenn nur das Geflügel einsammeln. Ich glaube, ich sollte mich wirklich langsam mal drum kümmern, meine Sachen zusammenzupacken. Also ich würde euch jetzt mal hier alleine lassen, tut mir leid, aber ich muss in der Stunde fährt mein Zug deswegen. Und ich schaffe gerade irgendwie nichts nebenbei. Ich bin anscheinend überhaupt nicht multitaskingfähig. Mach alles in Ruhe. Komm, Ich denke mal, ich könnte mir vorstellen, dass wir auch später noch da sind. Schön, Oder eventuell mal gucken. schön. Ne? Ja, Rainer, das kann ich mir auch vorstellen. Ja. Vor allem, dass du später noch da bist, weil du ja offensichtlich nichts Besseres zu tun hast, als in diesem Discord rumzulungern und Leuten deine kranken Wix-Fantasien unter die Nase zu reiben. Ich habe nichts mehr vor heute. Dann freue ich mich. Dann hören wir uns vielleicht später nochmal. Jo, Na klar. später. Komm gut nach Hause, ja? Ja, danke. Und wirklich auch. Mache ich, danke. Tschüss. Geht es halt für die wirklich da in dem Bereich um ihren Beruf und alles andere ist halt außen vor, weil das hat halt dann nichts verloren. Und so sollte es eigentlich auch sein. Ja, das stimmt wohl. Ich, wenn gegen jemanden geschossen habe, habe halt nie gegen den geschossen, weil ich da irgendwie Fame oder so wollte. Nein, Rainer, natürlich nicht. Den Beef mit Excel 95 damals, den hast du nur deswegen vom Zaun gebrochen, weil... Ja, warum eigentlich? Ach so, stimmt, weil der nämlich auf einmal bekannter war, mehr Abos und mehr Reichweite hatte als du und du dich da dran zecken wolltest. Nachdem du ihn ein Jahr vorher noch wie Scheiße behandelt hast, ne, weil er weniger Abos hatte.
Halt doch dein Maul einfach. Ich habe halt gegen jemanden geschossen, wenn er gegen mich geschossen hat und habe mich halt nur versucht zu verteidigen. Ja, immer nur verteidigen. Schallplatte, Schallplatte, Schallplatte. Was auch meistens nach hinten losging. Ja, dann hätte vielleicht irgendwann einmal aufgehört, wenn das immer nach hinten losgeht und die Leute dauernd sagen, das ist keine Verteidigung. Ja? Wenn du verurteilt wirst wegen gefährlicher Körperverletzung zum x-50. Mal, ja? Dass man das sich dann irgendwann einmal denkt, vielleicht lass ich es dann. Nein, der Rainer macht weiter. Mit dem Kopf durch die Wand muss es. Oh. Aber gut. Ah, Ja, das lässt sich halt nicht ändern. Perlen, aber nach hinten los. Nee, das lässt sich überhaupt nicht ändern. Dass er da permanent verurteilt und angezeigt worden ist, wenn er wieder irgendwelche Leute angegriffen hat, aus heiterem Himmel, das lässt sich einfach nicht ändern. Da gab es gar keine Möglichkeit, irgendwas dagegen zu tun. Ne? Die Taschenlampe ist wie die Schlangenschnecke. Ne? Die, wenn er in der Hand hat, dann übernimmt die Kontrolle. Und wem die dann auf die Schnauze haut, da kann er nichts für. Dass die einfach dann wieder zurückgeschossen haben oder ich raff's gerade nicht. Naja, nach hinten los, weil dann halt alle mich wieder als den Fame-Geilen hingestellt haben. Dabei habe ich nicht gegen den geschossen, sondern habe mich nur verteidigt. Weißt du, also jetzt muss ich mal meine Heizung ausmachen. Die scheint an zu sein. Boah, ist das warm. Ich lasse mal kurz das Headset liegen, weil ich muss mal aufs Klo und ich glaube nicht, dass du mitkriegen willst, wie ich pullern bin. Nee, nicht wirklich. Alles gut, mach ruhig. Dachte ich mir. Bis gleich. Bis gleich. So, wieder da. Willkommen. Man hätte jetzt auch, wenn man ein bisschen nicht komplett nicht behindert wäre, dann hätte man auch sagen können, ey, ich bin in einer Minute wieder da, ich muss mal schnell wohin. Das wäre das Kreta gewesen, trotzdem hätte jeder gewusst, was gemeint ist. Ne, das ist wieder, du bist, ganz ehrlich, du bist wieder besoffene Bauernfünfer Murhackel, der im Bierzelt hockt und wenn er aufsteht, nach 5 Mass, erst einmal lauthals durchs ganze Bierzelt, immer jetzt erst einmal scheißen geh. Genau so bist du drauf, bloß der wird irgendwann nüchtern, aber du kannst vom Dummsein nicht nüchtern werden. Ne? Das ist das große Problem. Ne? Du kannst das Dummsein einfach nicht ausschlafen. Zurück. Jo. Mal kurz kurz in den Schreibtisch setzen. Ei. So. Ganz ehrlich, mich an den Schreibtisch zu setzen, mache ich unterbewusst. Ne? Also, wenn das so eine große Aufgabe ist, dass man stöhnend ankündigen muss, einen Moment, ich kann gerade nicht. Ich muss mich erstmal an meinen Schreibtisch setzen. So. Rainer, dann stimmt irgendwas schon mal nicht mit dir. Ne? Also wenn das wirklich ansagenswürdig ist und dann mit so einer Soundkulisse hinterlegt wird, dann würde ich trotzdem, dass die dir immer Dinge sagen, die du nicht hören willst, vielleicht doch einmal zum Arzt gehen. Wäre das eine Idee? Warum ist jetzt dein Name nicht mehr rot? Was? Hab ich das anders sortiert? Warte mal. Ja, diese Rollenverteilung, das wird ja schon Arsch. Aha. Okay, darin liegt's. Okay, dann mache ich das hier hin. Okay. So, guck mal. Siehst du jetzt den Ü18-Plus-Bereich? Mit Mann, Frau und divers? Ja, sehe ich. Der war aber vorher nicht da, oder? Oh, da habe ich gar nicht drauf aufgepasst. Nimm mir mal die Runde Warte noch mal. weg. Warte, jetzt sag ich, nehme es nochmal weg. So, jetzt hast du nicht mehr? Ja, funktioniert alles. Genau. Okay, perfekt. Hier. Das hätte ich jetzt gesagt, scheißegal was, ne? Ihr habt so viele Rollen auf dem Surfer. Dankeschön. So, bitteschön. Dann kannst du dann loslegen, wie du Lust. Da kannst du loslegen, wie du lustig bist. Ganz alleine in diesem Raum, weil du offensichtlich die erste und bisher einzige Person bist, die sich da angemeldet hat. Oder vielleicht hat er da auch mit sich selber gesprochen. Da ist, jetzt habe ich hier jemanden, der in diesem Raum ist. Da kann ich ja jetzt loslegen. Die
Himmelbilder kommen schon reingeflogen. Ne? Du bist. Perfekt. Ja, ich glaube, jetzt werde ich erstmal nicht allzu viel reinschreiben, weil geht halt schlecht. Aber mit der Zeit, Naja, wenn wir was kannst du reinschreiben, was du willst. Im Moment ist es jetzt noch so, dass du auf alle 3 Räume Zugriff hast. Später soll es da auch noch, bei Interesse soll es auch noch Gesprächsräume geben, aber ich bezweifle, dass da jemand groß Gesprächsräume haben will. Da kann man ja auch privat talken. Aber es wird später dann darauf hinauslaufen, habe ich zumindest vor, dass es halt Mann, Frau und divers eben unterschieden. Also du kannst dann quasi als Frau nur in den Frau reinschauen, als divers nur in divers und als Mann nur in Mann. Zumindest so ist es geplant. Ja, das macht doch mal überhaupt keinen Sinn, oder? Wow. Ja, okay. Ich habe gerade meine Tasse hochgehoben und ich habe unter meiner Tasse einen Untersetzer, also so einen Kneipenuntersetzer, weil ich habe die halt immer. Ein Bierfitzel, hörst mir das, Rainer. Das ist ein Bierfitzel. Und ich habe auch schöne Bierfitzel. Ja? Ich habe sogar wirklich schöne Bierfitzel. Die habe ich in Freiburg in so einer linksautonomen Kneipe mitgehen lassen. Ich kaufe mir da immer so einen 20er-Pack oder so einen 100er-Pack oder was es ist. Und ich habe da meine Tasse angehoben und jetzt klebt einfach dieser Untersetzer an meiner Tasse. Dann einmal schnell drüber wischen, dann mit einem feuchten Lappen oder so. Ja, oder du bist ja einfach steppert, dass du dir irgendwas in die Tasse einschenkst oder dass du was trinkst. Das ist wahrscheinlich der Punkt. Ne? Die Scheiße läuft an der Tasse immer deswegen runter, weil er durch den vorstehenden Schubladenoger-Kiefer, ne, das dann nur so reinschütten kann, dass immer die Hälfte daneben geht. Aha. Der ist inzwischen giddelig, den muss ich wegschmeißen und dann nochmal hinnehmen. Deswegen kaufe ich mir die. Das hilft zwar nicht immer was, weil man. Nein, du musst die nicht kaufen. Du musst die nicht kaufen. Kneipen kriegen die von der Brauerei, von der sie versorgt werden. Gratis. Ne? Zu aber Tausenden. Du kannst in jede x-beliebige Kneipe gehen. Du kannst zu Uwe runtergehen und sagen, du Uwe, hast du vielleicht irgendwie 40, 50 Bierfitzel für mich? Dann gibt er da so ein Backel, die sind eingeschweißt in ganz billiges Plastik und die halten 2, 3 Jahre, das verspreche ich da. Ja? Stellt mir die Tasse versehentlich auch daneben oder so, aber ich habe mich seit 20 Jahren so daran gewöhnt, dass ich die da drauf stelle, dass ich die da immer stehen habe immer 1 oder 2 am Rechner, habe ich den Vorteil, dass ich halt nicht so auf den Tisch wischen muss. Das ist ja der Sinn dahinter. Wenn die dann mal anfangen zu kleben, dann schmeiße ich sie weg, dann kommt ein neuer hin. Oh ja, okay, wenn es eh so Wegwerfdinger sind und dann. Das sind aus Papperdeckel halt, ne? Also aus Pappkarton. Ja. In jeder Kneipe. Oder auf Kirchweih oder so, also auf Fest. Boah, jetzt hält er die anderen Leute wieder für die Idioten und dass er denen erklären muss, was ein Bierfitzel ist. Das so. Da kennt man die ja. Und ja, ich habe ihm gerade auch erklärt, was ein Bierfitzel ist, aber weil er offensichtlich selber steppert ist dafür. Das ist wie mit der Sexgeschichte. Versucht den Leuten irgendwas über Sex zu erklären und selber keine Ahnung davon. Muss man das ja wissen. Was klar. Ja, ich weiß, ich weiß, welche du meinst. Aber ich war schon lange nicht mehr auf Kerber. Also bestimmt 2 Jahre nicht mehr. Und die Corona-Zeit natürlich auch nicht. Ja. Das sind immer die dann am Ende auf den ganzen illegalen Partys waren. Kenne ich schon. Ja, oder die sich da haben eintaucht haben und danach vom Sanka haben abholen lassen, damit sie eine gratis Unterkunft für die Nacht im Krankenhaus haben. Hä? Das sind die Leute, hä? Wo ist das verwerflich, Rainer? Nein, sowas mache ich nicht. Ja. Ja. Kennt man doch alles. Nein. Sowas habe ich wirklich nicht gemacht. Wirklich nicht. Ich lache jetzt. Ja. Ist in Ordnung, glaube ich dir, ungesehen ist in Ordnung. Ja, mir gefällt dein Ton nicht. Ach, So. sowas mache ich nicht. Nee. Ja, bin doch doch, ist in Ordnung, ich glaub's dir doch. Diesmal ist Dinkelberg zu weit gegangen, ja. Na dann. So. Oh, ich muss mir mal noch schnell irgendwie. Wo habe ich's denn?
Mach ich mir nochmal schnell einen Lungentorpedo. Ich habe eine Weile nicht mehr geraucht. Gras oder was? Nein, ganz normal Kippe. Ich habe kein Gras da. Ja, das ist natürlich schlecht. Okay. Kiffst du eigentlich? Ja. Eine gute Frage. Ja, das ist eine gute Frage, Rainer. Es ist aber auch eine simple Frage, die man sofort mit Ja oder Nein beantworten kann. Das ist, also, das ist jetzt nicht irgendwas, wo du sagst, oh, gute Frage, da muss ich jetzt erst einmal drüber nachdenken. Wenn du sagst, keine Ahnung, ich habe gehört, du bist Horrorfilm-Fan. Ne? Welcher von den Nightmare on Elm Street Filmen findest du ist der schwächste? Dann sagst du, gute Frage. Überlegen wir mal. Weiß nicht. Vielleicht der zweite. Könnte aber auch der fünfte sein. Wenn du sagst, kiffst du ja oder nein? Das ist keine, also, ne, dann, da muss man nicht lang drüber nachdenken. Also ich habe grundsätzlich kein Problem damit, aber ich habe bisher eigentlich noch nicht wirklich Gras gemerkt oder geraucht, was mir wirklich was gebracht hat. Also Da kenne ich viele Leute, die das immer sagen. Und ich glaube, das liegt viel an der übertriebenen Erwartungshaltung aufgrund der Anti-Gras-Propaganda der letzten Jahrzehnte. Ne? Weil das ist ja immer so eine fürchterliche Droge. Ja, die zerstört Existenzen. Und dann rauchen die Leute tatsächlich irgendwie Gras und merken, ja, und so fürchterlich unterschiedlich ist es jetzt auch nicht, wie wenn ich ein paar halbe getrunken hätte. Und dann haben sie vielleicht vorher auch ein paar halbe getrunken, dann merken sie den Unterschied noch weniger. Weil die Leute sich denken, boah, ich ziehe da einmal dran und dann sehe Farben, wie wenn ich auf dem härtesten LSD-Trip wäre, aber, ne, und dann, ja, ich spüre da gar nichts. Kriege ich oft mit bei Leuten, die dies zum ersten Mal probieren. Ne? eigentlich nein. So. Ja, also wenn mir vielleicht mal alle 2 Monate, so dann bekomme ich was von einem Freund, wenn was übrig ist und ja, das wird halt dann geraucht, aber ist jetzt nicht so, dass ich mir welches kaufe und dann mir die Birne zuballer damit. Weiß nicht. Ja, muss ja jeder selber, Ja. muss ja letzten Endes jeder selber wissen. Eben. So. Rauchst du? Ja, doch, du hast ja gesagt, du hast den Liquid zu. Ja, natürlich. Bin ich Ja, blöd. ich habe mein eigenes Ticket gemacht, ja, aber es ist ohne Nikotin. Also Also doch, also kein Nikotin. ich rauche auch Zigaretten, aber ich bin nicht abhängig oder so. Also ich kann auch lange Zeit ohne Zigaretten. Ich muss nicht unbedingt Nikotin rauchen. Ja, Rainer, das liegt daran, dass du es paffst und das Nikotin praktisch einfach nicht in deinem System ankommt. Ne? Das hat jetzt nichts mit deiner unglaublichen Willenskraft zu tun, ne? Und deiner Stärke, einer Sucht zu widerstehen, sondern das hat einfach damit zu tun, dass das Nikotin überhaupt gar nicht bei dir im System ankommt, weil du nicht auf Lunge rauchst. Vielleicht ist das auch der Grund, warum du beim Kiffen die was gespannt hast. Na, das kann schon sein. Aber ich kann aus eigener Erfahrung sagen, Nikotin ist vom Wegkommen her eine der räudigsten Drogen überhaupt. Von Nikotin wegkommen, ich bin jetzt seit fast einem Jahr, nächsten Monat, in diesen Monat, in 3 Wochen, wird es ein Jahr, dass ich aufgehört habe zu rauchen, dass ich meine letzte Zigarette geraucht habe. Und wie gesagt, mein Gras ziehe ich mir auch über den Verdampfer. Also das letzte Mal, dass ich Tabak geraucht habe, ist ziemlich genau ein Jahr her. Und ich habe immer noch, wenn ich in irgendwelchen Filmen sehe, gerade du hast so Filme aus den 90er Jahren, wo sich so genüssliche Zichte anstecken. Und dann hockst du da davor und denkst, ich hätte es schon. Aber dann riechst du es wieder, wenn irgendjemand anders irgendwie raucht. Du bist irgendwie furt und gehst mit raus, wenn die Raucher rausgehen, einfach nur, weil du ja weiter unterhalten willst. Und ansonsten sitzt halt alleine in der Kneipe. Aber, und du riechst es und dann merkst du wieder,
Also ich bin schon an dem Punkt, wo ich es nicht mehr riechen kann. Und ich hoffe, das bleibt so. Ich hoffe, dass ich nicht mehr in diese Situation komme, diese emotionalen Ausnahmesituationen, die einen in so eine Sucht wieder reintreiben. Weil von Kippen wegkommen war scheiße schwer und hat mich viele Jahre gekostet. Ne? Ich glaube, mit 13 zu rauchen angefangen und dann immer wieder aufgehört, angefangen, aber immer wieder rein. Also, wir wissen alle, Rainer hat die Willensstärke nicht, ne? Um sowas durchzuziehen. Seine Fresssucht kann er auch nicht besiegen. Nachricht aus der uralten Zeit. Wie es sich herausstellt, existieren insgesamt 13 Schriften. Gucken wir mal. Kann ich dem noch irgendwelche Informationen geben? Er hätte es ja auch lesen können, ne? Habe ich Informationen für dich, mein Freund? Ja, ich habe Informationen für dich. Das ist ja gut. Das ist gut. Ivan ist glücklich. Boah, Rainer, halt dein Maul, du bist cringe des Todes, sein Urgroßvater, Alter. Und sagt, gut gemacht. 100 Robini für dich. Dankeschön. Ivan sagt, komm wieder, wenn du hast neue Info. Müsste man eigentlich eher so machen, ne? Ivan sagt, komm wieder, wenn du hast neue Info. Was ähnlich. Ja, rumgeblödelt. Ja, wunderbar. Humor auf dem Niveau eines Dreijährigen. Deshalb bin ich hier mit tieferer Stimme. Beim Ü18-Bereich. Jetzt geht es hier um die nächsten Discord-Kanäle. Ja, das sagt er mir hier unten. Und hey, wir haben fast 20 Minuten geschafft dieses Mal. Das ist doch schon mal schön. Und dementsprechend würde ich sagen, dann machen wir dann morgen weiter. Ja, wo es um die Discord-Kanäle geht. Die muss ich nur kurz aufschreiben. Habe ich dann hier 45, 28. Wunderschön, Leute. Dieses Mal war zwar immer noch bescheuert, aber bei weitem nicht so anstrengend wie letztes Mal. Also die Goblin-Story, die war schon herb. Ich hoffe, dass der Rest von der Nummer ein bisschen eher Smooth Sailing wird. Aber hier geht schon wieder um die Schlangenschnecke. Und um die Schlümpfe. Ex-Partners denken. Oh. Okay. Leute, in diesem Sinne. Tut nicht, was Rainer tut. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Metal off.